Ganz herzlich willkommen zu der zweiten Online-Predigt. Ich grüße euch im Corona-Style. Es ist für mich sehr eine grosse Ehre, dass ich bei euch die sein darf jetzt gerade, dass ich mit euch zusammen Gottesdienst feiern. Ich finde es wirklich cool, können wir miteinander diese Zeit so geniessen. Ja, es ist eine spezielle Zeit, aber es ist eine Zeit, wo wir trotz allem festhalten der Verheißung, hey, Jesus, er ist immer bei uns bis ans Ende der Zeit. Und trotz allem, vielleicht bist du herausgefordert und ich möchte, bevor wir die Predigt hören, möchte ich einfach noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Danke, hast du es verheißen, dass du immer bei uns bist. Und wir danken dir, dass du bei den Menschen bist, die unser Land lenken, die die Entscheidungen treffen, was sind angebrachte Massnahmen. Danke bist du auch bei denen, die uns versorgen im ganzen Gesundheitswesen oder die sonst im öffentlichen Dienst sind. Herr, segne du sie, heb auf deine schützende Hand auch über sie. Und wir bitten dich auch, ganz besonders für Menschen, die erkrankt sind oder für Menschen aus ihrem Umfeld, dass du sie anrührst und dass du einfach Trost und Hoffnung auch gibst. Und über allem haben wir einfach bitten, dass die Zeit einfach dazu dienen, dass viele Menschen dich kennenlernen. Du bist so ein guter Gott und du möchtest uns begegnen. Du möchtest uns gerade in dieser Zeit ganz besonders nahe sein. Und Jesus, so öffnen wir einfach unsere Herzen für das, was du parat hast heute. Amen. Ja, wir dürfen jetzt die Predigt hören vom Luca Giro, am Gemeindeleiter, Stellvertreter. Heißen wir ihn ganz herzlich willkommen. Die Welt ist total im Krisenmodus. Es ist die Rede von Notstand, von Grenzschliessungen, von Schulschliessungen, von Börsencrash, von Hamsterkäufen. Es ist totale Krise. Ich bin vor einigen Tagen einkaufen, ich bin in den Laden gegangen, ich musste WC-Papier kaufen. Nicht irgendwie als Hamsterkauf, sondern wir haben einfach WC-Papier gebraucht, oder? Bin ich dort an, es hatte keine mehr, habe den Verkäufer gefragt und sagte, nein, sorry, WC-Papier haben wir keine mehr. Aber was wir noch haben, nehmen Sie doch Haushaltspapier. Ich nur so gedacht, naja, ist schon ein sehr Krisenmodus. Desinfektionsmittel, ausverkauft. Handseife, ausverkauft. Ravioli, Büchsen-Ravioli, ausverkauft. Totaler Krisenmodus. Ich war gestern in einem Café und ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe ganz viele böse Blicke auf mich gezogen. Ich habe ganz etwas Schlimmes gemacht. Ich habe gehustet. Totaler Krisenmodus. Innerhalb von wenigen Wochen ist aus der Welt, wie wir sie gekannt haben, eine Welt im Krisenmodus geworden. Die Frage ist natürlich jetzt, wie verhalten wir uns denn jetzt? Wie gehen wir mit dieser Welt im Krisenmodus um? Ich meine, natürlich, es gibt die Variante, dass wir uns selber mitreissen lassen, dass wir selber auch so in den Krisenmodus hineinkommen. Und irgendwie wäre das ja noch verständlich. Ich meine, da ist eine echte Ansteckungsgefahr vorhanden. Vielleicht schaust du zu und du gehörst zu einer Risikogruppe und sagst, hey, die Krankheit die ist wirklich gefährlich für mich. Vielleicht hast du Kranke in deinem Umfeld, vielleicht hast du ein Geschäft und es fehlen dort Aufträge, Mitarbeiter können nicht mehr arbeiten, können ihre Leistung nicht mehr bringen. Vielleicht bist du irgendwo und bist isoliert. Schaust den Gottesdienst von einem Altersheim, von einem Spital zu und kannst keinen Besuch mehr empfangen, bist in deinen 4 Wänden und das Dach geht dir irgendwo durch auf den Kopf. Und sowieso, dann kann man am Sonntag nicht einmal mehr in den Gottesdienst, weil nicht einmal mehr der Gottesdienst findet statt. Hey, aber übrigens, es hat mich sehr gefreut, die Reaktionen vom letzten Wochenende auch mitbekommen. Hey, so viele Leute haben sich, so viele Kleingruppen haben sich getroffen. Die einen haben miteinander den Online-Gottesdienst geschaut. Andere haben sich zum Beispiel zu einem Gebetstreffen getroffen. Ich weiss von einer Kleingruppe, die haben sich getroffen, die haben Sie sind durchs Dorf gelaufen, haben für verschiedene Sachen gebetet, haben für Kranke gebetet, haben für Leute im Gesundheitswesen gebetet, haben für den Staat gebetet, für die richtigen Entscheidungen. So coole Sachen. Und es ist so schön, einfach auch zu erleben, wie wir gerade in so einer Zeit eine Kleingruppe gemeint sind. Ich glaube, das ist gerade auch in dieser Zeit eine von unseren grössten Stärken. Falls du noch zu keiner Kleingruppe gehörst, hey, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Moment, das darfst du nicht verpassen. Geh auf unsere Homepage www.buchegg.church/Kleingruppen und dort kannst du unsere Kleingruppen finden und ich bin mir ganz sicher, du findest eine Kleingruppe in deiner Region, die zu dir passt. Die Welt ist in der Krise. Die Bibel hilft uns, aber auch selber in der Zeit der Krise nicht selber in den Krisenmodus zu schalten. Heute wollen wir miteinander anschauen, wie es möglich ist,
auch in einer Zeit der Krise, auch im Umfeld der Krise, ein Leben voller Freude und Stabilität zu leben. Ich möchte gerne dafür beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Moment, wo wir jetzt miteinander in die Bibel, in dein Wort hineinschauen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest und dass wir in uns innen in dieser ganzen Krisensituation ruhig sein, dass wir Freude und Kraft entwickeln und dass die Krisenzeit für uns eine Zeit sein darf, wo wir dich erleben und mit dir vorwärts gehen. Ich danke dir, dass ich jeden Einzelnen, der jetzt hier zuschaut, segnen in deinem Namen. Amen. Der erste Petrusbrief in der Bibel ist ein Brief, der auch in so eine Krisenzeit, in so eine Krisensituation geschrieben ist. Wir dürfen nicht vergessen, die ersten Christen, die sind eigentlich in einer ständigen Krise gewesen. Die haben in einer ständigen Krisenzeit gelebt. Sie sind verfolgt worden, sie sind unterdrückt worden und haben eigentlich in ständiger Todesgefahr gelebt. Und der erste Petrusbrief, der richtet sich gerade an so eine Situation, in so eine Zeit hinein. Im 1. Petrus 1, in den Versen 6 bis 7, finden wir zwei Muster, zwei Schlüssel auch für unser Leben, wie wir in Zeiten der Krise stark sein können. Es heisst da, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Wir finden in dem Text zwei Schlüssel, wie wir in der Krise stark sein können. Der erste Schlüssel, den wir hier sehen, finden wir in den ersten paar Worten. Da heisst es, freut euch deshalb von Herzen. Der erste Schlüssel ist Freude. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, passt das überhaupt? Passt gerade Freude in einer Zeit der Krise? Wäre nicht irgendwie Mitleid, Anteilnahme, Empathie viel wichtiger und viel näher, wenn man durch eine Krise durchgeht? Ich glaube, dass es diese Sachen unbedingt braucht. Aber weißt, das Problem ist, wenn man da drinnen stecken bleibt, wenn man in dem hinein, im Mitleid, in der Anteilnahme, wenn man da innen stehen bleibt, dann bleibt man auch in den Krisen innen stehen. Und der Petrus geht darum weiter und sagt, hey, freut euch darum von Herzen. Wie kommt der Petrus zu so einer Aussage? Meint der Petrus jetzt einfach über irgendwie die schlimmen Sachen zu lachen? So ein bisschen Galgenhumor, schwarzer Humor? Oder meint der Petrus jetzt einfach die Fakten zu ignorieren und so nach dem Motto, du, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß, dann kann ich mich auch freuen? Nein, von dem redet er nicht. Der Petrus sagt da, freut euch deshalb von Herzen. Es gibt also einen Grund, es gibt einen Grund, warum wir uns freuen können. Der Grund, der wird ein paar Verse voran beschrieben, nämlich im 1. Petrus 1, in den Versen 3 bis 5. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für uns aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. In diesen Versen finden wir so ein paar Grundlagen für die Freude, die der Petrus uns hier beschreibt. Die erste Grundlage, die hier beschrieben ist, beschreibt er als lebendige Hoffnung. Wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann braucht sie Hoffnung nicht, wie wir Hoffnung oft brauchen. Wir hoffen auf gutes Wetter, aber wir wissen es nicht. Wir hoffen, dass der Zug zur Zeit kommt, aber es ist auch nur ein Erfahrungswert. Wenn die Bibel von Hoffnung redet sie von etwas, wo wir schon wissen, aber noch darauf warten müssen. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, hast irgendeinen Film geschaut und so beim Spulen hast du so die letzten Filmszenen schon gesehen und hast so ein bisschen gesehen, wie der Held so triumphal aus dem Chaos rauskommt und den Sieg mit sich trägt. Und dann spulst du zurück und schaust noch den Film. Und im Film da begegnet dir der Held mitten in der Krise, mitten unter Druck. Aber irgendwo durch gehst du innerlich nicht mehr so gleich mit,
Weil du weißt am Schluss, es kommt gut. Du weißt, wie der Held am Schluss wird triumphieren. Das ist das, was die Bibel davon redet, wenn sie sagt, hey, wir haben eine Hoffnung. Wir sind zwar noch mitten im Krisenmodus, mitten im Chaos rein, aber wir wissen schon, was am Schluss wird kommen. Man kann es auch vergleichen mit einem Kind, das ein Geschenk bekommt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Kind, das ein Geschenk bekommt. Und das Kind hat zwar das Geschenk noch nicht bekommen, aber wenn es das Geschenk anschaut, dann weiss es schon, was wird kommen an Weihnachten. Es weiss schon, es wird nicht einen Stabmixer bekommen, es wird nicht Wollsocken bekommen, sondern es weiss schon, ein Velo wartet auf es. Auch wenn es noch einen Moment darauf warten muss. Hey, und das ist unsere Hoffnung. Wir wissen schon, was wird kommen. Wir können uns auf das schon verlassen, was Jesus uns zugesagt hat. Auch wenn wir heute noch nicht dort sind. Der zweite Grund, dass wir uns freuen können, den wir in diesem Vers finden, ist, dass die Bibel davon redet, dass ein unvergängliches Erbe auf uns wartet. Was heisst das? Wir gehören zu Gottes Familie. Du und ich, wir dürfen Gottes Kind sein. Weißt du was? Und keine Krise und kein Virus kann uns das wegnehmen. Hey, wie schön ist es einfach zu wissen, da haben wir etwas Unvergängliches. Das bleibt. Das kann uns niemand wegnehmen. Unabhängig davon, was auch passiert. Und der dritte Grund, warum wir uns freuen dürfen, wo wir in diesen Versen sehen, ist, dass Gott uns seinen göttlichen Schutz verspricht. Hey, es heisst da in dem Vers, dass Gott uns in seiner grossen Macht oder mit seiner grossen Macht beschützt. Was heisst das? Hey, das ist die Macht, mit der er das ganze Universum geschaffen hat. Mit dieser Macht, mit dieser Kraft, mit diesen Möglichkeiten beschützt Gott dich und mich. Das sagt er da in diesen Versen zu. Hey, weißt du was? Und das bedeutet, wir müssen uns keine Sorgen machen. Hey, dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat durch sein Wort, meinst du, der muss sich irgendwie durcheinander bringen lassen, durch irgendeinen kleinen Virus? Hey, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir dürfen wissen, Gott beschützt uns. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir dürfen uns freuen. Die Verse geben uns auch einen Grundschlüssel für all die anderen Elemente. Die Bibel redet da, dass unsere Wiedergeburt der Grund ist dafür. Wenn die Bibel von Wiedergeburt redet, dann meint sie nicht irgendetwas so im Sinn von einer Reinkarnation, dass wir irgendwann sterben und dann als ein neues Wesen wieder da auf die Erde kommen. Sondern wenn die Bibel von Wiedergeburt redet, dann redet sie davon, dass göttliches Leben in uns hineingekommen ist, dass unser innerer Mensch lebendig gemacht worden ist und dass wir innerlich, dass wir wieder in der Lage sind, in Beziehung zu treten mit Gott. Hey, das geschieht dann. Das passiert dann in unserem Leben, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Dann macht er uns innerlich wieder lebendig und bringt uns in die Lage, mit Gott wieder in Beziehung zu leben. Vielleicht hast du persönlich noch nie so eine Entscheidung getroffen. Hey, dann möchte ich dir eins sagen, heute ist dein Tag. Lass diesen Tag nicht vorbeigehen, ohne dass du selber so eine persönliche Entscheidung triffst. Die Verse zeigen uns, dass es wirklich einen Grund gibt, warum wir uns freuen dürfen. Hey, auch wenn die ganze Welt im Krisenmodus ist, wir haben allen Grund, uns zu freuen. So sind wir nämlich stark, mitten in der Krise. Die Verse geben uns aber auch einen zweiten Schlüssel, wie wir in der Krise stark sein können. Im zweiten Teil des Vers heißt es nämlich, dies, also da redet es vom Erdulden der Schwierigkeiten, dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Hey, wenn Menschen diesen Vers lesen, haben sie oft das Gefühl, dass so Gott sagt, okay gut, jetzt schauen wir mal, was da möglich ist. Jetzt gebe ich mal alles, um es ein bisschen schwierig zu machen und dann schauen wir mal, ob es wirklich packt, ob es wirklich schafft. Schauen wir mal, wie viel ich da wirklich hineingeben kann. Fast schon ein bisschen bösartig, oder? Aber weißt du was? Gott prüft unseren Glauben nie für sich selber. Weißt, er kennt dies und mein Herz besser, als wir es selber kennen. Er weiß schon, was abgeht. Wenn Gott unseren Glauben prüft, uns in so Situationen von der Glaubensprüfung hineinführt, tut er das immer, um uns etwas aufzuzeigen. Der Petrus beschreibt in dem ganzen Vers, dass gerade in den Zeiten der Krise unser Glaube an Qualität zunehmen kann. Und wir dürfen nicht vergessen, der Petrus selber hat gewusst, von was er redet. Er hat gewusst, wie Krisenzeiten zu einer Entwicklung führen können. Und die Leser von dem Brief, die Empfänger von dem Brief, die haben ihn ja auch gekannt, die haben seine Geschichte gekannt. Hey, wenn wir
den Petrus anschauen, der Petrus, der uns in den Evangelien beschrieben ist, das ist ein anderer Petrus, als uns nachher in seinen Briefen begegnet. Ich meine, in den Evangelien begegnet uns der Petrus so als Hitzkopf, als Grossmaul, als Mensch, der sich selber überschätzt und der mit anderen hart ist. Ich meine, ich möchte 2 Beispiele dafür geben. Das eine Beispiel ist, wo Jesus angekündigt hat, dass er wird sterben, hat der Petrus gesagt, oh nein, niemals, ich werde dich nie verlassen, ich werde dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ich stehe bis zum Letzten, bis zum Hintersten mit dir. Und dann ist es ein paar Stunden gegangen und der Petrus hat sogar behauptet, dass er Jesus nicht einmal kennt. Oder ein anderes Beispiel ist, wo Jesus verhaftet worden ist. Was hat der Petrus gemacht? Er hat sein Schwert vorgenommen und hat dem Malchus, das war so ein Gerichtsdiener, hat dem Malchus das Ohr abgeschlagen mit dem Schwert. Hey, und ich bin ganz sicher, der Petrus war ein schlechter Schwertkämpfer und hat nicht aufs Ohr gezielt. Und wieso hat der Petrus überhaupt ein Schwert dabei gehabt? Das ist der Petrus, den wir kennen aus den Evangelien. Und jetzt haben wir Petrusbriefe. Da begegnet uns ein Petrus, wo gerade die Schwierigkeiten, wo gerade die Krisen etwas in ihm haben reifen lassen, stark werden, an Qualität zunehmen. Es begegnet uns ein Petrus, der in der Lage ist, wo väterlich ist, wo sanft ist, wo in der Lage ist, Menschen, dich und mich, zu ermutigen. Hey, und ganz ehrlich, ich wünsche mir für dich und für mich auch so eine Glaubensentwicklung. Und der Petrus sagt da, dass so eine Entwicklung eben gerade auch durch Zeiten der Schwierigkeiten entsteht. Zeiten, wo wir zweifeln, Fragen haben und am Schluss merken, hey, Gott beantwortet nicht immer alle Fragen, aber er ist trotzdem da. Zeiten, wo wir kämpfen und dann merken, dass Gott den Sieg schenkt. Oft aber in Art und Weise, wie wir es uns nicht vorgestellt hätten und es nicht erwartet hätten. Zeiten, wo wir Not haben und entdecken, dass Gott schlussendlich eben doch unser Versorger ist und nicht wir selber. Hey, weißt du, es ist Gottes Absicht, dass gerade in Zeiten der Krise unser Glaube kann an Qualität und an Tiefe zunehmen. Woran sehen wir denn, dass unserem Glauben noch Qualität fehlt? Ich will so drei Elemente von unserem Glauben anschauen, wo wir erkennen können, dass in unserem Glauben oft noch Qualität entsteht. Sachen, die gerade auch in den Zeiten der Krise sichtbar sind. Unserem Glauben fehlt es an Qualität, wenn wir in den Zeiten der Krise Bitterkeit entwickeln. Hey, gerade in der aktuellen Zeit, vielleicht fühlst du dich hintergangen, fühlst du dich schlecht behandelt von Menschen, vom Staat, von Kunden. Menschen, die dich vielleicht angesteckt haben. Der Staat, der vielleicht irgendwelche Auflagen macht. Kunden, die vielleicht Aufträge zurückziehen. Wo du merkst, da entsteht Bitterkeit in dir. Hey, da fehlt im Glauben etwas an Qualität. Glauben wird dann an Qualität entwickeln, wenn wir gerade jetzt die Chance nutzen, Vergebung zu üben, Vergebung zu leben. Wenn wir anfangen zu segnen, statt zu jammern. Ein zweites Element ist, wenn wir in Krisen Schuldige suchen, statt in Einheit Lösungen zu suchen. Nehmen wir nochmal das Beispiel von Petrus und von Malchus. Hey, das Ziel Gottes, der Plan Gottes in dieser Situation war nicht, dem Malchus Ohr abzuhauen, sondern war das, dass Jesus den Erlösungsweg gehen kann. Der Petrus hat das nicht gesehen. Hey, dein Glaube und mein Glaube wird Qualität entwickeln, wenn wir statt den Fehlern der Menschen zu sehen und ihnen vorzuhalten, Gnade und Barmherzigkeit leben. Wenn wir gerade in solchen Situationen, wenn wir gerade in Krisensituationen sehen, dass das die Momente sind, wo wir unseren Nächsten wirklich lieben können und ihn wirklich unterstützen können. Hey, das wird unser Glaube an Qualität zunehmen. Und das dritte Element, woran wir sehen, dass unserem Glauben Qualität fehlt, ist, wenn wir in der Zeit der Krise uns statt zu Gott hin, von Gott weg zu begegnen. Ein gutes Beispiel dafür in der Bibel ist der Hiob. Der Hiob hat eine riesige Lebenskrise gehabt. Aber beim Hiob sehen wir in dieser Krise, dass er sich auch in der schwierigsten Phase hin zu Gott bewegt hat. Dass er nie weggegangen ist von Gott. Und beim Hiob sehen wir, was durch das in seinem Leben passiert ist. Sehen wir, der Hiob beschreibt am Schluss selber, wie sein Glaube an Qualität, an Tiefe zugenommen hat. Wie er erleben durfte, dass er Gott in einer ganz anderen Art und Weise kennenlernen durfte, gerade durch diese Krisenzeit. Er beschreibt es in Hiob 42, Vers 5 so. Er sagt, bisher kannte ich dich, da meint er Gott, nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hey, sein Glaube
Seine Beziehung zu Gott ist gerade weg der Krise nicht mehr die gleiche gewesen wie vorher. Hey, weisst du was? Und das ist auch für dich und für mich möglich. Gott will, dass gerade in Zeiten der Krise unser Glaube an Qualität zunehmen kann. Schau, darum lässt er oft auch Situationen vom Druck zu. Darum lässt Gott auch so Prüfungssituationen zu, damit wir sehen, wo eben genau das Entwicklungspotenzial noch vorhanden ist. Hey, aber das Schöne in dem ist zu wissen, Gott lässt uns auch nicht allein. Gott lässt uns das nicht allein lösen, sondern weisst du was? Er verspricht, mit uns zu sein. Und er verspricht uns auch das bewährte Glauben, Glauben, das Qualität entwickelt hat, wunderbare Auswirkungen hat. Ich möchte euch gerne vorlesen aus 1. Petrus 1, der zweite Teil vom Vers 7. Da heißt es nämlich, wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird. Hey, entwickelter Glaube hat grossartige Auswirkungen. Hey, ich möchte heute gerne beten. Ich möchte für verschiedene Menschen heute beten, aber ich möchte heute ganz speziell beten für Menschen, die heute die Entscheidung möchten treffen, Jesus in ihr Leben einzuladen. Weißt, vielleicht bist du in dieser Krise und musst sagen, hey, irgendwie habe ich Angst, irgendwie bin ich total allein. Ich habe zwar Menschen um mich, ich habe zwar alle möglichen vermeintlichen Sicherheiten, aber ich fühle mich allein. Hey, weißt du was? Du hast die Möglichkeit, heute in Beziehung zu kommen mit Gott. Der Gott, der mit dir ist. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Gott, der sagt, hey, ich werde für dich schauen. Der Gott, der sagt, du kannst dich freuen, weil ich habe alles Mögliche parat für dich. Hey, heute ist der Tag, wo du einfach so eine ganz persönliche Entscheidung treffen darfst. Mit einem einfachen Gebet, wo du Jesus kannst in dein Leben einladen kannst. Ich möchte gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir einfach für die Zusprüche, die du uns gibst. Jesus, ich danke dir ganz speziell für die Menschen, die jetzt auch merken, dass sie dich brauchen. Und ich danke dir für deine Güte und für deine Größe. Und ich danke dir, dass du bereit bist, diesen Menschen zu begegnen. Dass du bereit bist, dass das Erlösungswerk, das du am Kreuz da hast, anfangen für sie gelten. Dass sie in Beziehung kommen mit dir. Dass sie innerlich lebendig werden. Dass sie wissen, ich bin nicht allein. Da ist ein Gott, der lebt, der mit mir ist, der für mich sorgt. Jesus, ich möchte dich bitten für all die Menschen, die die Entscheidung noch nie persönlich getroffen haben, dass sie heute treffen dürfen und dass sie heute erleben dürfen, dass du sie annimmst, weil du sie liebst und alles für sie gegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vater, ich möchte dich auch bitten für andere Menschen. Ich möchte dich bitten für Menschen, die krank sind. Ich möchte dich bitten für die jetzt Corona oder anders krank sind. Ich möchte dich bitten, dass du sie anrührst mit deiner heilenden Kraft, mit deiner Gegenwart. Vater, ich möchte dich bitten für Menschen, die auch am Ende von ihren Kräften sind, vielleicht im Gesundheitswesen oder so, wo alles geben. Vater, ich möchte dich bitten, dass du ihnen neue Kraft schenkst, gerade in diesen Zeiten. Vater, ich möchte dich bitten für Menschen, die wirtschaftlich unter Druck sind, die Aufträge fehlen, die vielleicht den Job verloren haben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dich auch in dieser Zeit wirklich als ihren Versorger offenbarst. Und Vater, ich möchte dich bitten für Menschen, die Angst haben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, dir zu vertrauen und nicht irgendwelchen äußerlichen Sachen. Und zu wissen, du bist der, der sie nicht im Stich lässt und nie allein lässt. Und dass wir mit dir nicht Angst haben müssen, sondern uns freuen und uns entwickeln. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Hey, wenn dich das betrifft oder auch sonst, wenn du das Bedürfnis hast, einfach mit uns in Kontakt zu treten, diese Möglichkeit besteht nach wie vor. Du hast gerade auf der Webseite unter dem Videoplayer siehst du ein Kontaktformular. Wir würden uns riesig freuen, von dir zu hören und wir werden uns so schnell wie möglich auch melden bei dir. Was auch wirklich weiterhin voll möglich ist, wo ich voll davon überzeugt bin, sind unsere Kleingruppen. Wir können uns vielleicht nicht im Grossen treffen, aber im Kleinen können wir uns treffen. Und wenn du noch nie in einer Kleingruppe bist oder wenn du vielleicht mal enttäuscht worden bist in einer Kleingruppe, hey, gib dir einen Ruck, nutze die Gelegenheit jetzt, geh auf der Webseite auf Kleingruppensuche, melde dich irgendwo an und schau, dass du nächste Woche irgendwo dabei sein kannst. Ich bin selber in einer Kleingruppe und es ist jede Woche für mich ein Highlight, einfach miteinander austauschen, miteinander zu beten. Und gerade wenn wir uns jetzt am Sonntag nicht sehen können, hey, das ist etwas für dich. Ich wünsche euch wirklich Gottes Segen in dieser Zeit. Geniessen es. Bis bald wieder. Tschüss zusammen.